Nur Dankeschön sich an dieser Stelle jetzt ganz besonders gehört. Aber wenn er es jetzt leider gerade nicht hört. Der Wimmermoni, heute kann er nicht bei uns sein dabei, sagt seit vielen Jahren fleißig, allerweil beim Herrichten von der Predigt. So ein Freund, der alle hilft und am wenigsten an sich selber denkt, so jemand, den kriegst du nicht oft geschenkt. Ich mir sicher bin, eines jemand da herin, der ihm den Dank ausrichtet. Moni, mit dir war es eine Riesengeschichte. Liebe Bürger, liebe Damen und Herren, ich möchte jetzt zum Ende kommen. Jetzt nicht alle gleich Worte zu reden. In eigener Sache möchte ich jetzt auch noch Dankeschön sagen. Dafür, dass ihr habt seit so vielen Jahren meine Bleckerei ertragen. Nicht nur der Hans, der geht jetzt in den Ruhestand. Auch der Mani Max wird das jetzt machen. Danke für euren jahrelangen Applaus, für jeden einzelnen Lacher. Es war mir eine Riesenfreude. Und jetzt ist zum Aufeinander Zeit. Liebe Burschen, vielen Dank fürs Vertrauen alle Jahre. Mir das echt eine Ehre war. Und zu guter Letzt, da möchte ich die Musik bitten, packen wir es noch einmal, heben wir alle unseren Krug und stellen es mal an, stimmen ein allerletztes Prosit auf. Danke. Dankeschön. Danke. Es war mir ein Fest. Jetzt einmal kurz einmal zu. Ich möchte im Namen vom Burschenverein, der Mani hat mich letztes Mal angerufen und dann hat er mir das so erzählt, wie der Stand ist, wie weit das er ist. Und ganz zum Schluss ist dann ist dieser Satz gefallen, dass das wahrscheinlich das letzte Mal für ihn sein wird. Das hat uns alle schon ziemlich getroffen, weil das Stadtbefest gibt es jetzt schon ganz schön lang. Und der Mani, der war früher im Burschenverein Schriftführer und hat der hat das übernommen. Es hat viele gegeben, die das auch schon gesprochen haben. Und irgendwann hat es der Mani dann selber übernommen und hat das dann auch selber gesprochen. Aber der Mani war wirklich einer von denen, die das Ganze mit ins Leben gerufen haben, dass es diese Fastenpredigt gibt. Und deswegen möchte ich mich im Namen vom Burschenverein nochmal wirklich recht herzlich bedanken, dass du das jetzt jahrelang für uns gemacht hast und dir immer einen Arsch aufgerissen hast. Und wirklich, ich weiß, dass da brutal viel Hirnschmalz dahinter steckt und dass man sich das gar nicht vorstellen kann, was da für eine Fastenpredigt Zeit auch drin steckt. Und deswegen darf ich nochmal bitten um einen riesen Applaus für die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass er das gemacht hat. Danke. Muss ich doch noch mal was sagen. Das war immer schön. Das war immer schön. Aber irgendwann ist einfach der Punkt, wo man vielleicht einmal bei anderen auch die Chance geben muss oder wo man vielleicht einmal was Neues braucht.
Ich sage aber bei den Politikern, die sollen nicht so lange auf einem Stuhl pappen. Vielleicht ist es bei so einem Fastenprediger auch nichts anderes. Ich glaube, dass wir miteinander schon jemanden finden und dann werden wir diese Fastenpredigt mit Sicherheit irgendwie am Leben halten. Da bin ich überzeugt. Vielen Dank für euren Applaus, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das ist für mich das allergrößte Lob. Die Hütte ist voll, so soll es sein. Keiner ist beleidigt, der Hans freut sich immer noch. Danke. Schön, dass ihr alle da seid, lasst es euch schmecken. Jetzt trinken wir halb miteinander.